Jetzt kommt etwas so Schreckliches. Denn wenn diese DNA aus Bakterien stammte und daraus wurde RNA gemacht, was ist denn, wenn, nachdem diese RNA hergestellt wird, mit der DNA von den Bakterien? Frage, Antwort, das muss sehr sorgfältig entfernt werden. Wenn man das nicht macht, dann wird diese DNA, weil sie auch klein ist, mit verpackt in diesen zauberhaften, teuflischen Umschlägen, sodass sie aus der Injektionsstelle in die Blutbahn gelangen und dann auch mit den anderen verpackten RNA ins Gewebe und in die Gefäße und überall im Körper landen. Das heißt, wir würden nicht nur verpackte RNA haben, wir würden auch verpackte Bakterien-DNA. Ein unvorstellbarer Gedanke, meine Damen und Herren. Das wird nicht sein, aber doch. Kevin McKernan in Amerika hat vor einem Jahr, das ist März 2023, berichtet, dass er zu seinem großen Erstaunen und Erschrecken in Moderna und Pfizer-BioNTech-Chargen massenhaft Verunreinigungen mit Bakterienplasmid-DNA gefunden hat. Und dass dieses unbedingt dazu führen muss, dass keine weiteren Injektionen vorgenommen werden, bis das geklärt wird. Was haben die deutschen Behörden gesagt? Was sagt Paul Ehrlich? Was sagt Österreich, Gesundheitsbehörde? Macht doch nichts, dieses bisschen DNA von E. coli. Das wird niemals einen Trip überstehen aus der Muskulatur bis in deine Zellen. Unterwegs wird zerstört. Ist das wahr? Auch wenn es verpackt ist? Habt ihr das nachgeguckt? Nee, das ist nicht nötig. Denn auch wenn DNA von Bakterien aufgenommen wird in die Gefäßwand, die Gefäßwandzelle wird die DNA sofort zerstören. Fragt doch mal zurück, wieso wisst ihr das? Wo steht das geschrieben? Naja, aber jedes Kind weiß, sagt euer Minister oder Einheitspartei, unsere Chromosomen sind geschützt und sie sind im Kern. Der Kern ist nicht zugänglich, weil der Kern hat eine Membran, das ist wie ein Schutzwall. Und DNA muss hinter diesen Schutzwall kommen, sonst kann es nicht wirken. Okay? Ja, fragt ihr mal zurück. Wisst ihr nicht, habt ihr nicht gelernt, dass in dem Moment, in dem eine Zelle sich teilt, zum Beispiel jede Stammzelle teilt sich alle paar Mal, eine Zelle, die sich regeneriert, teilt sich. In dem Moment, in dem eine Zelle sich teilt, löst sich die Kernmembran auf und dann wird alles, was im Zytosol ist, zu liegen kommen neben unseren Chromosomen, dicht an dicht. Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und auch wenn es so ist, ja, das wird nicht lange gehen, dann ist die Zelle tot. Und dann fragt ihr, aber im Tierversuch ist doch möglich, wenn man sowas macht, dass die Gene sich austauschen. Ja? Das heißt, es können fremde Gene eingebaut werden in unsere Chromosomen. Das hat man im Tierversuch gezeigt. Ja, aber das ist sehr selten und sehr unwahrscheinlich. Das ist das, was man hört. Und Ergebnis? Keine Behörde der Welt, nicht einmal die österreichische, hat sich die Mühe gemacht, nachzugucken, ob dies sein könnte oder nicht. Hat nachgeguckt, ob auch die BioNTech-Chargen, die in Österreich verabreicht werden, kontaminiert sind oder nicht. Nun, zum großen Glück, wir haben einen Verein genannt MWGFD, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie.
Dieser großartige, emeritierte Pathologe, Professor Arne Burkhardt, war Mitglied unseres Vereins. Und unser Verein hat sein Labor im Prinzip eingerichtet, sodass er diese Untersuchungen machen konnte und seine Entdeckung gemacht hat. Er arbeitete eng zusammen mit Dr. Michael Mörz und Professor Jakobs in Dresden, die unabhängig vom Verein parallel auch diese Untersuchung machten, und die beiden haben die gleichen Ergebnisse gefunden, nämlich dass multiple Schäden in Gehirn und Herz und Lunge von Geimpften vorfindbar sind. Und zwar sind es die kleinsten Gefäße, manchmal auch die großen Venen, die befallen sind, weil da das Blut am langsamsten fließt, und diese Impfstoffe haben die meiste Zeit aufgenommen zu werden, aber das ist eine andere Geschichte. So, und unser Verein nach dem Tod von Arne Burkhardt wollte diese Arbeit von ihm fortsetzen, sodass wir dabei sind, eine GmbH zu gründen. Und diese GmbH besteht aus einem neu errichteten Institut. Das ist das Institut für molekulare Diagnostik in Modi. Und dieses Labor arbeitet Hand in Hand mit Pathologen in Dresden, in Hannover und, ich freue mich, euch das zu sagen, 2 österreichische Labors haben sich gemeldet. Ja! Das MWGD-Team, und ich nenne keine Namen, weil sie noch nicht genannt werden wollen, haben in den letzten Monaten im neu errichteten Institut Untersuchungen gemacht und haben die ersten Ergebnisse jetzt erstellt, die so wichtig sind, dass ich gesagt habe, ich werde sie jetzt zum ersten Mal zeigen. Diese Bilder hat niemand sonst bis jetzt gesehen. Sie nehmen eine Tasse, ist leer, und tun Zellen an den Rand. Und dann kippen Sie den Impfstoff rein in die richtige Dosierung. Die Zellen am Rand werden gefragt, nehmt ihr die Gene auf? Frage. Und nach einigen Stunden färben Sie jetzt das Gen. Also in diesem Fall ist es eine Genfärbung. Es gibt nicht viele Labors in der Welt, die das können. Ja? Wir haben eins davon. Und was Sie sehen hier, das sind die Kontrollzellen, sind blau. Und wenn das Gen aufgenommen wird, dann färbt sich dieses Gen grün. Massenhaft Aufnahme. Auch die Aufnahme des Bakteriengens haben sie gezeigt. Werden die Gene schnell zerstört, wie die großen Meister hier sagen? Antwort: Nein. Es kommt zu einer massiven Bildung des Spike-Proteins, hier braun gefärbt in den Zellen. Wie lange hält das an? Das hält nicht Stunden oder 1, 2 Tage an. Das ist das Bild, das Sie gemacht haben nach Tag 7. Nach Tag 7 von 3 Chargen. Das sind also 3 verschiedene Versuche, ja? Batch 1, Tag 1, Tag 3, Tag 0 ist 0. Tag 5, Höhepunkt, dann geht es ein bisschen ab. Aber an Tag 10 war immer noch Produktion. Und das erklärt natürlich, warum Menschen so lange Beschwerden haben und warum die Beschwerden so enorm schlimm sein können, bis zum Tod führen können. Weil solange diese Produktion vonstatten geht, solange werden diese Zellen attackiert vom Immunsystem. Hier haben wir das Immunsystem nicht, deswegen leben die Zellen noch. Okay, alles klar? Ich weiß es nicht. Hier haben Sie gemessen, ob diese Spikes abgegeben werden. Ja, wenn also die Wände hier sind, dann werden die Spikes produziert und kommen raus in den Raum, aber sie werden abgeschnitten und fliegen sie im Raum rum. Und Sie haben gemessen, das sind alles Dinge, die noch nie berichtet wurden. Das sind ganz neue wissenschaftliche Befunde.
Und die können nicht gestoppt werden, weil diese Befunde sind ohne Mensch und ohne Patienten. Ja? Es ist einfach Zelluntersuchung. Und da sehen Sie, wie die Abgabe in den Überstand, bei Ihnen wäre es das Blut, ja, funktioniert. Das ist keine gute Nachricht, meine Damen und Herren, denn es ist bekannt, dass diese Spike-Proteine selbst saugiftig sind und saugefährlich sind. Was soll ich tun? Ich habe einfach keine Worte mehr und ich werde deswegen bald beenden. Meine Damen und Herren, die Aufnahme von Bakterienchromosomen verändert die Gesamtheit von DNA-Instruktionen in der Zelle und ist gleichbedeutend mit einer Veränderung des Genoms. Eine fortdauernde Produktion von Fremdproteinen kann stattfinden, die zu langfristigen Entzündungen und Organschäden im ganzen Körper führen wird. Meine Damen und Herren, im Labor ist es möglich, dieses Fremd-DNA von Bakterien in Chromosomen einzubauen. Die möglichen Folgen sind unendlich. Eine Folge, ja, wenn Sie das Buch des Lebens, Ihr Buch haben, sind viele Seiten. Viele Seiten sind dafür notwendig, dass die Zellen sich ordentlich teilen, differenzieren und sind dafür zuständig, dass wenn eine Zelle entartet und jede Stunde entstehen in ihrem Körper Tumorzellen, Krebszellen, es ist so, die ganze Zeit. Aber die werden sofort gestoppt durch dieses Buch des Lebens, die Seiten, die Rezepte. Die haben die Rezepte, um Krebswachstum zu stoppen. Sogenannte Tumorsuppressorgene. Wenn diese Seite aber einen Klatsch bekommt und eine fremde Seite drauf liegt, dann kann die Seite nicht mehr abgelesen werden. Und dann fehlt Ihnen ein Tumorsuppressorgen. Wenn das in der Brust ist, bekommen Sie Brustkrebs. Wenn das in der Leber ist, egal wo, haben Sie verdammt Pech gehabt. Ist es denkbar, dass auch diese DNA und ich rede von DNA, aus den Impfstoffen sich einbaut in die Chromosomen von menschlichen Zellen? Um eine erste Antwort zu bekommen, hat das Team die Zellen, die in Deutschland angezüchtet wurden, weggeschickt nach Amerika zu Kevin McKernan. Und die Antwort ist vor 2 Wochen gekommen. Kevin McKernan findet den Einbau von dieser Bakterien-DNA in menschliche Chromosomen an Stellen, die unschön sind. Auch diese Arbeit kann man schon als Preprint sehen, weil es so wichtig ist. Meine Damen und Herren, heute, hier und jetzt, sehen wir uns mit der erschütternden Erkenntnis konfrontiert, dass Regierungen rund um den Globus, inklusive Österreich, ein satanisches Programm installiert haben, das Millionen von hilflosen Menschen verstümmelt, getötet und genverändert hat. Das Programm wird ausgeweitet, weil die WHO beabsichtigt, konventionelle Impfstoffe ganz generell durch mRNA-Injektionspräparate zu ersetzen. Die WHO erklärt, die Covid-Impfstoffe hätten ihre Sicherheit bewiesen und da alle mRNA-basierten Wirkstoffe nach dem gleichen Prinzip funktionierten, gäbe es keinen Anlass anzunehmen, dass sie unbekannte Risiken in sich bergen könnten. Bei ihrer Zulassung könnte deswegen auf jegliche Qualitätskontrolle verzichtet werden. Und das ist bereits geschehen. Die nächsten mRNA-Impfstoffe sind eingeführt ohne jegliche Kontrolle, ohne zu gucken, ob DNA von Bakterien drin sind, und sie werden immer drin sein. Und die ersten mRNA-Impfstoffe
sind auch in der Tiermedizin eingeführt worden. In der Tiermedizin, ohne dass irgendjemand was davon erfahren hat. Die Regierung Österreichs schließt sich dieser Ansicht an, die Einheitsregierung. Schließt sich diese Ansicht an. Und Österreich beabsichtigt, wie die meisten anderen europäischen Regierungen, die WHO tatkräftig zu unterstützen. Liebe Freunde, vergessen Sie dies um Ihrer lieben Willen nicht. Die Aufnahme, vergessen Sie das nie und schieben Sie das jedem Ihnen bekannten Politiker aus der Einheitspartei unter die Nase und Ärzten und den Behörden. Die Aufnahme und Expression eines fremden Gens wird immer zu einem Angriff des Immunsystems auf die Zelle führen, da alle anderen mRNA-Impfstoffe nicht für sich selbst kodieren, werden sie Schäden verursachen, die mit jeder Auffrischung größer werden. Und mit Sicherheit wird die Kontamination mit Bakterien, Plasmid-DNA, die Regel sein. Denn es gibt kein kostengünstiges Verfahren, um mRNA von bakterieller Plasmid-DNA komplett abzutrennen. Das WHO-Programm bedroht die Menschheit. Das WHO-Programm mit den Mitwirkenden. Dazu gehört die österreichische Einheitsregierung. Bedroht sie und ihre Liebsten. Österreich steht jetzt auf. Stoppt sie alle. Ihr könnt das. Ich glaube, ich höre jetzt auf, denn es gibt noch eine Diskussion, wo wir bestimmte Punkte noch vertiefen werden. Ich danke euch und wünsche euch wirklich alles Gute, dass dieses hier euch Kraft gibt, zu handeln. Nicht mehr zu verharren und sagen, es wird alles gut sein. Es wird nicht alles gut sein. Es wird alles schlecht.